Eine Farbinvasion vor der Pinakothek der Moderne. Morag Myerscough aus London erschafft Flux. Bunte Muster nach Masterplan. Man muss sorgfältig anfangen. Dann kann man auch ein bisschen nachlassen. Wenn man es aber gar nicht erst versucht und alles durcheinander geht, hat man verloren. Inmitten des Kunstareals soll eine neue Spielwiese entstehen. Mit Hütten, Bühnen und Blumen für alle. Ein kirmesbuntes Glücksversprechen. 20 Jahre war es ein Parkplatz. Jetzt wird daraus ein sogenannter dritter Ort. Die liegen gerade im Trend. Sie sind weder Home noch Office, sondern laden zum Verweilen ein. Ganz ohne Konsumzwang, wie früher die Agora im alten Griechenland. Es gab einen Entwurf, der alle dann voll begeistert hat und sofort begeistert hat. Aber erst in der Vorstellung durch die Morag selber, die war da, hat es vorgestellt und plötzlich wurde so konsistent als Persönlichkeit, auch als Persönlichkeit des Ortes, der dadurch auskommt, dass dann Einstimmigkeit sofort herrschte. Es war ein Wettbewerb. Am Anfang waren es 20, dann nur noch 6 und schließlich habe ich gewonnen. Und das war wirklich aufregend. Das Museum hatte wirklich viele eingeladen, weil es ein so wichtiges Projekt war. Besonders überzeugt hat Myerscough mit ihrem Konzept des Community Building. Schon Monate im Voraus organisiert sie Workshops für Nachbarn, Neugierige und Kunststudenten. 1500 Freiwillige machen mit. Ein Akt der Aneignung. So wird Flux auch zu ihrem Ort. Ich glaube, es ist sehr viel verlangt, wenn man sagt, dass man Menschen glücklich machen will. Ich glaube, für mich geht es mehr um das Gefühl der Zugehörigkeit, als ums Glücklichsein. Der erste Teil von Flux, die Außenzone, ist kurz vor Fertigstellung und wird der Presse vorgeführt. Über eine Rampe gelangt man auch mit dem Rollator ins Obergeschoss. Es gibt Strom und WLAN. Man ist vor Regen und Sonne geschützt. Pflanzen sorgen für ein gutes Klima. Ein Ort, der zum Bleiben einlädt. Es ist, glaube ich, eine politische Haltung, die dahinter steht, dass wir einladen wollen und nicht abgrenzen wollen, dass wir hoffen, dass jeder kommt. Gerade in einer Stadt wie München, in einer der neuesten Studien kam heraus, dass München in Deutschland die Stadt ist, wo die Menschen am einsamsten sind. Es ist ein öffentlicher Ort, wo wir alle die Verbundenheit in den Mittelpunkt stellen und nicht die Abgegrenztheit. Als Künstlerin, Designerin und Architektin hat Morag Myerscough Erfahrung mit dritten Orten. In Kalifornien baut sie eine Gute-Laune-Skyline für das Coachella Festival. In England lässt sie ein römisches Fort wieder auferstehen. Und in Bath errichtet sie mit Birdsong einen Pavillon für Vögel, Bienen und Menschen. Die Natur ist stets ein wichtiger Teil ihrer Arbeiten. Ich weiß, was mich glücklich macht. Gärtnern, eine Tasse Tee, kleine Dinge. Es gibt die große Gesamtvision, aber dann braucht man die kleinen Dinge, die uns zeigen, ein Schmetterling. Das ist es, was wir wollen. Ein Schmetterling. Es funktioniert. Und wir wollen noch viel mehr. Schmetterlinge, Bienen, Insekten und Wespen. Auch wenn sie keiner mag, sie sind gut. Und wir bringen sie mit. Orte verändern Menschen. Und vielleicht färbt Flux mit seiner bunten Happiness ja auf die Münchner und Münchnerinnen ab. Morag Myerscough jedenfalls sind Kunst und Klamauk in die Wiege gelegt. Mein Vater war ein klassischer Musiker, mein Großvater Geiger und mein Urgroßvater war ein Clown. All das gibt es in meiner Familie. Und ja, ich bin wahrscheinlich ein Clown. Ich bin nie erwachsen geworden. Man sollte sein Leben lang spielerisch bleiben.